Die Pressekonferenz von heute, die da gesehen geht, um die Schule, und zwar um Grundschule, also Primärschule, die Grundschule heißt. Ich wollte gucken, in einem Jahr, wo das neue Gesetz appliziert, genau als Firma Drusin, und wie wir uns als ADR dazu stellen. Wir haben grundsätzlich einen anderen Approach zur Erziehungspolitik. Wir sind skeptisch, was den Aussatz angeht von den Kompetenzen, auch von den Bildungen, das erklären wir ein bisschen. Und wir machen uns viel Sorgen in Zukunft von der Schule. Die sieht, wie wir auch die Artikel, die in der Presse publiziert gehen, auch von Personalchefs, von Betrieben hier im Land, von großen Betrieben, die sich darüber beklagen, dass hier Kandidaten immer Männer wissen, sich auch immer Männer können beholen. Und dadurch auch viele von uns jungen Leuten eine Arbeitslosigkeit aufrutschen, wo das Schulsystem zu Lützeburg eine große Mitverantwortung dreht. Also heute schwätzen wir über eine Reihe von Aspekten, zum Beispiel über Kompetenzen, die pädagogischen Methoden, die gebraucht werden. An das System, das wir hier abfeiern, an den Kompetenzen, wie eben eine Wissensevaluation zu machen, du musst da wissen, dass am Ausland, auf verschiedenen Ländern, die Sachen auch probiert gesehen und dass auf verschiedenen Ländern auch darum abandoniert wird. Das ist an der Belgien der Fall. Das ist in Deutschland zum Teil der Fall, wo kompetenzorientierten Unterricht angefeiert wird an der Kritik, wo auf ganz viele Seiten abandoniert wird. Das heißt, wir machen hier eine Operation, die eigentlich retrograd an dem Sinne ist, dass wir gegen Erkenntnisse vorgehen und reformieren, die am Ausland schon in der Zwischenzeit gewonnen wurden, an die zurück auf eine programmorientierte Wissensvermittlung gehen wollen. Der Tisch Platz, da kann zusammenhängend Wissen zu vermitteln, eine Bildung am besten Sinn vom Wort, geht es ja darum, für Einzelsegmente von dem Wissen konkret zu applizieren. Und das stellt Schulmeister und Lehrpersonal auch für ein großes Problem, wie das dann überhaupt soll vermittelt und kontrolliert gehen. Früher am Programm und kann ein Wissen gelehrt und dann als aufgeprägt, wie sie davon verstanden haben. Heute wird eine Studierung umgedreht, es wird probiert, Kompetenzen zu vermitteln, die dann noch getestet gehen und dauernd observiert gehen. Und dabei geht das eigentlich wichtig, nämlich das Wissen dran, das gerät an den Hintergrund, das wird vergessen, weil Leute auch nicht mehr wissen, wie sie einen Unterschied sollen vermitteln zwischen einer ungelehrter Kompetenz und einem Wissenszusammenhang, den damit verbunden ist. Wenn ihr seht, an der Schule, es soll in Allkant eine Chance geben, dann ist das Ganze schon nicht dadurch zu erreichen, der den einfach ganz tief Niveau zertifiziert. Das kann er nur aus der Schule gehen, mit einem Diplom, mit einem Aufschluss, soweit sie den hinnen keine Chance mehr gibt, zu gehen, zwar an der Schule damit weitergezogen. Aber no, stehen sie am Leben und zu keinem Aufschluss, den hinnen da wirklich weiterhilft. Das ist auch unsozial, wird ganz deutlich zu sagen, weil diejenigen, die sich leisten, die schicken hier kann er dann nur auf Schulen und Ausbildungssphären, die hinnen ein höheren, unerkannten Niveau gehen, während die an die öffentliche Schule gehen, noch etwas haben, was sie nicht gebrauchen können. Das ist der Kontra, wo Sozialpolitik, weil die große Natur, die wir hier im Land hatten, immer, das wurde, dass öffentliche Schulen ein gutes Niveau gehen haben und dadurch wirklich allkant eine Chance gehen haben, auch später im Berufsleben. Heute ist es immer mehr so, dass die öffentliche Schule dem Anspruch nicht mehr gerecht gehen. Wir haben neben den Kompetenzen noch eine ganze Reihe anderer Sorgen. Pädagogische Methoden, die gebraucht gehen, sind konfus. Wenn man mit dem Lehrpersonal schwätzt, mit ihren Vertretern, dann merkt er ganz sicher, dass die Schulbücher, die gebraucht gehen, an die Methoden nicht mehr praktikabel sind. Das viel durch Nähen, das bei der Alphabetisierung, bei der Grammaire, auch sogar beim 1x1 wird nicht mehr strukturiert gelehrt. Es wird immer neue Methoden probiert, mit die schlussendlich dazu feiern, dass doch in einem Jahr kann er noch nicht richtig lesen und schreiben können. Wir sollen aber auch nicht vergessen, dass alles kann, wenn sie aus der Schule rausgehen, nicht allein auf der Welt sind, dass Lützeburg keine isolierte Insel ist, mit der man mit Ländern immer mehr an direkter Konkurrenz stehen, wo das Schulsystem ganz ähnlich funktioniert, auch viel mehr hoch ausspricht und kann erstellt, wie das heute noch der Fall ist. Auf welche Verantwortung holen wir dann langfristig auf uns, für die Schule so verkommen zu lassen, wie das Regierung es möchte. Evaluationen und Bilan. Das ist den anderen, neben dem Kompetenzbegriff, den andere große Erneuerung, neben den Zyklen auch. Da muss da wissen,
Und bei den Evaluationen ist es ähnlich. Die immer positiven Ton an dem Ganzen gibt ja auch ein falsches Bild. Von dir dauernd schreibt l'élève est capable de. Ja, so fängt das ja auch immer rund, ob den Bilan l'élève est capable de. Das heißt, dass man von Anfang an positiv, das ist so gewollt. Aber dann stellt sich aber ein Problem in der Reise, dass der Mensch an Kant auch für allem auch muss lernen, dass das heißt du nicht gut ist, dass muss mit Frustrationen eins gehen am Leben, dass muss lernen, sich anzustrengen, dann muss lernen, auf Zähne zu beißen, aber wenn immer sieht man, du kannst das und das, und das ist auch noch ganz tief angesagt, weil eben der Kompetenzbegriff für dem Wissensstand, den Kanzler nicht mehr entspricht, und da gibt dann das auch noch ganz tief evaluiert, dann immer nur positiv evaluiert, sodass der Fehlerbegriff praktisch nicht mehr existiert, ja, da kriegen Kanner eine ganz falsche Vorstellung von ihrem eigenen Leistungsvermögen. Und auch da, wo sich sollen Druck gehen und anstrengen, das ist nicht mehr so gewusst. Fehler gehen an dem System von Evaluation nicht mehr vorgestracht, sodass der Fehler aus sich, das ist aber das, was wir auch, wenn Kanner oder die Erwursen, die jungen Erwursen sich dafür einen Arbeitsplatz sich und bemühen, also das ist aber das, was der Patron guckt. Und da vergleicht den Leute in und die nicht gelehrt haben, hier Fehler zu erkennen und hier Fehler zu korrigieren, wie das mal Blick ist, die haben einfach verloren, ehe es umgeht. Wenn wir weiter hingehen, und da guckt man, wie die Kanner konfrontiert sind mit den Bilanzen. Sie brauchen Feedback. Was Kanner hätten, das wäre einfach ein Maßstab, unter dem sie sich messen können. Sie hätten auch gerne, dass wenn sie sich Druck gehen, dass die Leistung dann belohnt wird. Das ist ja aber nicht mehr der Fall. Es tut nicht mehr Punkte dadurch oder mehr groß oder besser oder mehr schönes Resultat, dadurch, dass sich wirklich Druck gibt. Bilan selber sind für viele Leute komplett unverständlich. Das ist ein pädagogischen, technischen Jargon, den da gebraucht wird. Da geht es von Phoneme geschwärzt, von Graphem, vom Archipel de la Bibliothèque. Und da sitzen Leute daheim, die von der Chance und das verstehen, aber ganz viele Leute in unserer Gesellschaft verstehen das doch nicht. Das ist einfach so. Und zumindest die schon das Kanner haben, die an der Schule besonders viele Herausforderungen müssen meistern, Kanner mit einem Hintergrund, weil sie aus fremden Ländern kommen und so weiter, und die sich müssen integrieren, die kriegen dann noch Bildungen, die für die Älteren das überhaupt nicht zu verstehen sind. Und dann haben sie auch dann die Angst dazu, sie gehen dann im Gespräch beim Lehrpersonal, kommt das dann nicht zur Spruch. Und da gibt es Missverständnisse da hier. Das heißt, wenn ein Punkt in einer Stunde ob 60 der kann so und so viel, dann hatten auch die Älteren eine Orientierung. Wenn aber da steht, am Archipel de la Bibliothèque und sich so und so evaluiert, ja, was fänken die Älteren da unten nicht ganz viel. Das heißt, auch da haben wir so einen Spruch entwickelt, die eigentlich nicht, die eigentlich der Sache nicht denkt. Disziplin. Das ist eine andere Schwierigkeit, die ganz groß ist. Ihr wisst, dass wir eigentlich kein Disziplinärreglement haben. An der Schule müssen ein Reglement de Conduite. Genau wie hier steht, das ist ein Règlement grand ducal concernant les règles de conduite et l'ordre intérieur commun à toutes les écoles. Was geschieht, wenn ihr für ein Tier gesagt habt, der fortgeht, der fortlebt? Alles das ist nicht geregelt, sodass man zwar so ein Reglement de bonne entente haben, mit denen aber den reellen Besuch an der Schule nicht entgehen kann. Die Situation an der Schule hängt mit unserer Familienpolitik zusammen. Und wir hätten gerne, dass Leute wirklich eine Wahl haben, eine finanzielle Situation, die ihnen eine Wahl ermöglicht, ob sie daheim bleiben und sich dann vollberuflich als Parent-Educateur hier kann kümmern oder ob sie wollen, das dabei machen, schaffen gehen, dann kann an eine Struktur gehen. Aber wir betonen immer, dass wenn wir gerne eine Verbesserung hätten von der Familiensituation, dann musst du wirklich ein Will geben, brauchen eine Unerkennung von der Arbeit daheim. Aber wir sind überzeugt, dass das auch ganz positive Effekte hat auf die Leistung, wo viele Kinder an den Schulen, und auch auf Disziplin an den Schulen, an die Verhaltenssituationen, wie wir es am Blick kennen. Ich habe schon viel geschwärzt, ich will noch ein paar Worte sagen über die Integrationspolitik. Und da sind die Cluster, die sind durch das Gesetz da sich aufgeschafft, die nehmen noch ganz wenigen Ausnahmen vorgesehen.
Mit Clusterköi, die kann er wenigstens probiert, auf ein Niveau zu kriegen, wenn sie direkt an die normale Schulklasse schickt. Da sind sie natürlich überfordert. So da den sich muss überlegen, ob das nicht auch eben in den dringend reformbedürftigen Punkten an dem Gesetz aus, für denen Kanner, die als Primo-Arrivant in das Land kommen, für denen nicht mehr einfach zu machen, aber zu dafür zu sorgen, dass die auf ein sprachliches Niveau kommen, dass die ihnen wirklich erlauben, an den normalen Unterricht zu gehen. Ganz viel geht eben über die mangelnden disziplinärischen Möglichkeiten geplot, ganz viel wird geklot über die Bürokratisierung von der Arbeit, die Reunionität, ich meine auch das ist etwas, was ich nicht neu ist. Alles ist geregelt, so viele Reunionen an der Woche, so lange müssen sie dauern, so sind Züge festgelöst. Das ist eine Atmosphäre, so als viele Membres vom Lehrpersonal, von einem Überwachungsstaat, wohin die Freiheit an dem schönen Beruf, den so Hunde, schöne pädagogische Beruf immer mehr geholt wird, an das erstecken an einem bürokratischen Mir, das nicht nur bedingt, dass durch die Evaluationsforderungen, die sie gestaltet gehen, mir einfach auch und ganz viele Reunionen, die DAX nicht viel Sinn haben, und viele Navien, die mussten gefragt gehen, und viele Koordinationsfunktionen, die mussten erfüllt gehen, ohne dass sie wirklich Sinn gehen. Für uns ist das allgemein eine Möglichkeit, wie darauf hinzuweisen, dass wir die Überzeugung sehen, dass Schulen sollen Direktoren haben. Es sind die sollen den Betrieb organisieren, es sind die sollen dafür sorgen, was große Probleme sind, dass die auch können geholt gehen. Das ist eine LADR-Forderung, die wir haben. Schulen sollen Direktoren haben und die Direktoren sollen auch die Autorität haben, wir können die Schule richtig zu organisieren. Noch vielleicht ein Wort zum Schluss. Die Orientierung am 6. Schuljahr als ein anderer Punkt, der ganz umstritten ist. Ganz viele Eltern so nice über die ältere Vertretungen, dass das nicht eine objektiv und transparente Prozedur ist. Das konfirmiert doch Lehrpersonal, zum Teil das ganz schwer für den Eindruck zu vermitteln, dass das wirklich an all Fall gerecht ist. Wie kann in dafür gehen? Du wirst, dass als Partei immer sieht, die Schulen am Sekundär sollen eine Autonomie haben. Das heißt doch, dass kann sich könnten dann eine Kandidatur stellen, wie die oder die Schule, dass Schulen sich auch könnten Schüler raussichern, dass das eine Möglichkeit, ein anderes vielleicht an dem System, den du hast, gucken, wie kann verbessert gehen. Eine andere Möglichkeit ist, wie du an der Belge, wo sie zurückkommen, ob Examen, ob ihn das sich soll überlegen. Es gibt eine ganze Reihe Möglichkeiten, auf jeden Fall, es gibt einen Handlungsbedarf an der Politik, weil es gibt Kritiken an dem System von der Orientierung, wie da mal Blick besteht. Wir sollen auch neben der Autonomie von der Schule, so mehr als ADR, aber auch immer, es muss eine Flexibilität an dieser Schule sein. Wann kann falsch orientiert gehen? Was wir könnt. Auch mit allen guten Anstrengungen vom Lehrpersonal, vom Psychologen, mit allem guten Willen von den Älteren, die kann ja auch richtig können abschätzen, DAX, meistens. Kann nicht vorkommen, dass kann falsch orientiert sein. Und da muss das Schulsystem Flexibilität tun. Es muss möglich sein, dass gewechselt wird von einem System an den anderen. Natürlich, man kann auch dann die nötige Aussprache in den ein oder anderen Schulsystem will. Wir können nicht ein Schulsystem haben, den figiert als den kann von Anfang an einen Tisch setzt, aber wo sie dann nicht mehr rauskommen. Das ist nicht als Ziel als für die Kinder auch, wenn sie sich entwickeln, immer die Möglichkeit auch später zu gehen. Wir können zu wechseln, an ihren Talent, an ihren Interesse am größtmöglichen entgegenzukommen, natürlich immer da, wenn sie auch die Konditionen erfüllen. Und auch da als eine Idee ganz lebt, dass von einem modularen Schulsystem der Tisch, der kann eben so weit wie es geht eben gewissen Niveauen zertifiziert kriegen, die dann noch ermöglichen, an dem einen oder an dem anderen Bereich führen zu lehren. Voilà, das waren also die Elemente, die ich heute wollten. So der Bilan als wie gesagt, wir haben ganz viele Sorgen über die Situation an den Schulen, wie es am Blick ist. Wir meinen, dass die Reform, wie sie angepackt ist, eine verfehlte Reform ist, dass die Konzepte, die wir heute zu Lützeburg aufführen, sich schon überholt sind. Wir brauchen nicht nur die Länder zu verweisen, die schon in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich strikt zum programmorientierten Lehren und strikt zu einer objektiven Bewertung aufgrund von einem Punktesystem von den Kindern. Wir leben in einer Schule, die Leistungskultur vermittelt. Und ich meine, noch nicht mehr dann können wir garantieren, dass Kinder wirklich eine Chance haben, für ihr Leben zu bestehen.